Ich komme direkt voll dran. Der 15. Februar 2021 geht unter dem Titel «Das System Superdreckskirche» ein Artikel auf Reporter.lu publiziert, in dem eine Reihe potenziell Missstände bei der Auffallfirma thematisiert ging. Und damit fängt das alles dann so richtig an. Es wird auch festgestellt, dass es sich bei der Superdreckskirche nicht um einen öffentlichen Organismus oder eine SBL handelt, wie das von der letzten weitlebig angeholt, übrigens auch demals von mir. Das ist schon ein bisschen impressionant. Die Firma hat 2016 einen Kontrakt mit dem Staat unterschrieben, den hier bis 2028 die 27 Millionen Euro für die Finanzierung zur Verfügung stellt. Also kann auch zusätzlich Kosten ummelden, die zwar überprüft, aber trotzdem darf vom Staat überhaupt keine gehen, also ganz hohe Montanten. Da steht weiter dran am Artikel, die Firma hat vom Gesetz hier ein Monopol, den einer Privatakteuren ausschließt, und dafür geht von einer Omerta geschwärzt zwischen der Superdreckskirche und der Umweltverwaltung. Da steht dran, dafür geht es zurück auf die Ausschreibung, die am Kader vom Superdreckskirche-Gesetz aus dem Jahr 2005 lanciert wurde. Demals goufe Firmen, die auch Transportdienste für Auffall anbieten, von der Ausschreibung ausgeschlossen. Da tut sich dann auch bald die anderen bezogen, aber eben nicht auf die Superdreckskirche. An der Worte Fall von einer anderen bekannter Auffallfirma, die mit der roten Camion, die hat ein Plan gemacht in die Privilegien von der Superdreckskirche. Die ist aber in seinem Formfehler vom Verwaltungsgericht verworfen gehen. Da stimmt weiter dran, dass die Umweltbüro von der Superdreckskirche, die von der Firma Ökoservice Luxemburg, also OSL, angestellt sind, die vom Staat bezahlt, während einer Umweltbüro da das Kosten selber drohen und damit preislich nicht mit der Superdreckskirche mitteilen können. Da steht weiter dran, die OSL als national und international in einer ganzen Reihe Zusatzfirmen aus dem gleichen Segment beteiligt, wo sich dann noch die Frage stellt, wie die Beteiligungen mit dem letzten Auftrag kompatibel sind. Weiter besteht der Verdacht, dass Superdreckskirche die Leute zu Lützeburg zu verschiedenen von den Firmen roden, die dann als vermeintlich auch bei den Leuten unabhängig vorgeholt gehen, aber die eben nicht sind. Dann muss ich noch sagen, dass CCN, die auch dann zu der OSL gehört, erhält Transportdienste für Auffall. Und das ist ja mehr wie verwunderlich, weil, wie wir von hören haben, war damals bei der Ausschreibung gesagt, gehen wir kein Transportdienste anbieten. Und hier ist also OSL mit ihrer Firma CCN, die das aber möchte. Dann wird die Superdreckskirche normalerweise durch ein Komitee de Pilotage kontrolliert, an dem aber dann sowohl die Leute dran sind, die auch daneben an den verschiedenen Firmen mit dran sind, sie prüfen also zum Teil selber. Die Vertreterin von der Handwerkerkammer, die an dem Gremium auch sitzt, so dass sie nämlich stark begrenzen Ableger und Aktivitäten von der Superdreckskirche gefallen und auch nicht als Finanzkontrolleur auftreten. Dann steht an dem Artikel 2016 und 2019 gab es Unregelmäßigkeiten am Bilan von jeweils knapp 15% vom Gesamtvolumen. Dann 2019 wird die OSL ein Dividend von 1,5 Millionen Euro ausgeschüttet, wo dann noch nicht ganz klar ist, wo die hier kommen und wo die hier gehen. Dann das Logo. Der Staat misst eigentlich rechter Logo von der Superdreckskirche tun, aber beim zuständigen EU-Büro als den Direktor von der Superdreckskirche angedroht, angeblich stellvertretend, am Mikroten erklärt, weil es dem Staat dafür unter nötiger Rechtspersönlichkeit fehlt. Da muss ich mal gewöhnen, dass das natürlich nicht richtig ist. Das Logo dürfte dann noch darüber hinaus am Ausland kostenpflichtig und einer Firma verlohnt gehen, wofür aber nicht just Firmen Gebrauch machen und denen den Direktor von der Superdreckskirche finanziell beteiligt ist. Das wird für gesagt gehen. An der Chef der Umweltverwaltung von dem Holz konnte just so, dass der Staat Sue von den Firmen kriegt, aber auch nicht wie viel. Und dann natürlich, das muss ich auch wiederholen, den Direktor von der Umweltverwaltung und den Direktor von der Superdreckskirche, sie seit 30 Jahren gut Kollegen, den einen als Peter von den Männersinger durch, dem sie jung ist. Dann selber responsabel für die Männersinger Superdreckskirche Akademie. Offiziell will du aber kein sich an Personalentscheidungen Abbruch tun. Nur dem Artikel von Reporter.lu
den heich Welle gestohlen hat, sind en ganz Party Reaktionen kom. Madame Umweltminister Carol Dieschbusch gouf ze Summe ma Umweltdirektor an zustände Chamberskommission konvokéiert. Madame Dieschbusch huet selber ein Audit vun der Superdreckskücht annoncéiert. Nur der entsprechender Sitzung vun der Kommission gëtt gouf Superdreckskücht dann als eng Gelddrickmaschine bezeechnet. Weiterhin kom daraus Platz, déi dem Direktor vun der Umweltverwaltung sei Jung bei der Akademie vun der Superdreckskücht Grut gouf net ausgeschrieben. Me hien het während engem Stage vu 7 Mains in Qualifikation ënner Beweis stalt. Geht dat fir ihn anzustellen als dat den korrekte Weh? Die Akademie vun der Superdreckskücht gëtt vom Staat auch separat subventioniert an huet de Steuerzölle auch während dem COVID-Jahr 2020 iwwer 600.000 € kascht, obwohl ihr do manner Formationen am Fond aufhalen. Gesteuert huet mech bei der Pardon, Herr mir gucken, dass der Ricker mat kommt. Deputéiert Kruten Vierfeld vun der dat das ganze Schauer. Deputéiert Kruten am Vierfeld net all die gefordert Dokumenter direkt an sie kruten se recht 20 Minuten vir der Reunion. Ich kann mich do ganz nie run erinnern, dat war der Rawer sind bisssen net ganz respektiert 4 an der Kommission als Deputéierte. Wann e Bemol dann recht pur Minuten Kommission ugeht en die gefroten paar Bayiere krit, an der krit dann do eng PowerPoint-Präsentation wie Mülltrennung funktioniert, wobei dawer ganz einer Sachen gegangen ass. Und vun do uns sind noch Meinungen zwischen der Opposition an der Majorität stark aus Negang. Die Majorität goufe sämtlich froh geklärt, wie der Taudore bis herauskommen kommt zu keine Verstehs an Superdreckskücht as ein Erfolgsmodell. Für die Opposition bleiben ein ganz Reihe Frohen op. Fehlläufig muss ich aber du messen mat der Coupé beschränken an den Audit aufwerden. Bon. Der Wirtschaftsminister Fayo, die per Video zugeschaut war, huet auch der Durchstellung vom Umweltministerium, wo der Staat kein egen marktgerechte Halle kein widersprach, weil das beispielsweise auch beim Let's-Make-Etappen der Fall wird. An den Kontrakt gibt der Umweltverwaltung in der Punkt 4.6 durchaus recht, durch öffentliche Finanzkontrolleuren auditieren zu lassen. Welcher Fehler bemerkt hat Madame Dieschbusch ein Audit von der SDK angekündigt, den du noch und der Firma Müller & Associés durchgeführt gouf. Da goufen Resultate an der Chamberkommission präsentiert. Resultat et war kein richtigen Audit. An net zwei Worte geschrieben ein Audit, das keines ist. Et huet sich just eng Analyse net ein Audit gehandelt, weil die relevanten Punkte go net geprägt goufen. Die Firmenstruktur vom Direktor von der Superdreckskücht gouf net geprägt. An die persönlichen Beziehungen vom Direktor von der Umweltverwaltung an den Proprietär von der Superdreckskücht goufen net geprägt. Et goufen dann aber auch Missstände festgestellt. Rechnungen goufen nach manueller Stalt, wat zu enger heiger Fehlerquote gefordert huet. An da goufe Rekommandationen formuliert. Der Staat soll sich notwendig als Proprietär von der Markt androhen. An de Komitee de Pilotage soll reaktiviert gehen an de Komitee d'accompagnement permanent, die bis dato just ein paar Bayer existiert huet, reaktiviert und als zuständige Instanz für die Finanzkontrolle angesagt gehen. Weiter sind folgende Unregelmäßigkeiten festzustellen gewirrscht. Unregelmäßigkeiten am Bilan von 2016 über 3,7 Millionen € sowie Dividenden von 1,5 Millionen € für 2019, die ausbezahlt goufen. Konnte net iwwerpräft gin, weil die nedig Dokumenter verweigert goufen. Müller & Associés kom zu folgender Konklusion: après analyse des comptes annuels publiés, il nous est impossible de donner une assurance sur les comptes de la société. Kommen bei Reporter.lu, die gut formuliert und an die festgehalten und zitieren dat: Man muss sich diesen Befund nur einmal kurz vergegenwärtigen. Ein von der Regierung in Auftrag gegebenes Audit kann und will kein Urteil darüber abgeben, ob bei einer Firma, die viele Millionen Steuergelder erhält, finanziell alles mit rechten Dingen zugeht. In diesem Sinn mutet der Satz von Carol Dieschbusch, wonach bei der Superdreckskücht keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden seien,
überaus zynisch an. Dafür, Herr Präsident, was können wir heute konkret machen? Wir können das alles noch weiterlaufen lassen, so ein super Drecksgeschäft, das ist wichtig, weil wir müssen ja irgendwie unsere Mühlen sorgen. Oder wir können gucken, dass wir die Sachen da aber irgendwie abklären. Und ich meine, das ist auch eine Mission, die wir als Chamber haben. Und dafür, wir stellen fest, dass ein Audit als Sache super Drecksgeschäft, die von der demissionären Umweltministerin an die Wehr gelegt war, nicht alle Ausschuldigungen und nicht alle Verdacht auf Unregelmäßigkeiten beantwortet hat. Wir stellen weiter fest, dass die Regierung, und speziell das Umweltministerium, am Interesse von ihrer Glaubwürdigkeit und auch am Interesse von der Glaubwürdigkeit von der ganzen Politik all Interesse hat, für so sehr wie möglich Klarheit an ein Dossier super Drecksgeschäft zu bringen. Dafür fordern wir die Regierung auf, eine unabhängige Auditfirma zu mandatieren, für folgende Punkte am Dossier super Drecksgeschäft genau zu analysieren. Finanzen, die finanziellen Verflechtungen, Strukturen und Beteligungen an ihre Implikationen. Dann Personalpolitik und Vorwürfe von Vetternwirtschaft. Dann der Respekt vom Ausschreibungsgesetz, Konkurrenz zu privaten Beraterfirmen und Dienstleister durch staatlich finanzierte Betrieb. Und dann Redundanz von der Superdrecksgeschäftsopfer mit Recyclingzentren und anderen Offeren an dem Sektor vom freien Markt. Und schlussendlich fordern wir die Regierung auf, zu garantieren, dass das Auditfirma sowohl von den Proprietären und der Direktion von der Superdrecksgeschäft wie auch vom Umweltministerium den vollen Zugang zu allen Informationen kriegt, die sie für ihre Arbeit braucht. Das ist eine Motion. Und ich überrasche nicht, Herr Präsident, wann es schläft. Und ich komme nun noch schnell zum Schluss. Und da komme ich auch ganz schnell mal zu dem Gesetzesprojekt, der auch schon aus pure Zeile besteht. Wir werden als RDR dagegen stimmen. Und das mit der Begründung, weil das Gesetz eigentlich zu weit geht, wie alles das, was geschieht ist. Wir hätten eine Teilfinanzierung von der Superdrecksgeschäft bis 2022, 2023 mitgedroht, für das Funktionament vom Lützburger Recycling zu garantieren. Mit dieser Zeit hat müssen für einen Neuanfang mit einer frischen Ausschreibung genutzt gehen. So bleibt die potenziellen und eventuellen, wahrscheinlich fehlerhafte System sogar über die Regierung heraus wahrscheinlich noch erhalten. Ist so nicht merci.